Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Diese Themen haben wir heute für Sie parat. Der Dinnerkrimi von Peter Denlow wurde präsentiert. Und die Autotempel AG spricht über die Qualität in ihrem Unternehmen. Aber vorher haben wir noch die heutigen News für Sie parat. Zusammenarbeit bei Niesenbahn mit Kriegl Maurer. Niesenbahn AG geht eine langfristig ausgelegte Partnerschaft mit dem 7-fachen X-Alps-Gewinner ein. Mit dieser Zusammenarbeit soll die Positionierung des Niesen als Flugberg gestärkt werden. Die Junioren der Thun Tigers sind wieder im Finale. Die U19 hat das Halbfinalspiel klar mit 52:8 gewonnen und sind damit zum 9. Mal in 10 Jahren im Finale der obersten U19-Liga. Die Mutter wegen der Aussetzung von ihrem Neugeborenen vor Gericht. Die 44-Jährige steht heute in Thun vor Gericht, weil sie am Winterabend ihr Kind in Därstetten auf einem Entsorgungshof abgesetzt hat. Die Staatsanwältin fordert eine teilbedingte Freiheitsstrafe. Der Dinnerkrimi von Peter Denlow, Wahrsagen und Totschlagen, hat es definitiv in sich. Es ist ein Erlebnis für den Kopf und den Bauch. Die 15-jährige Erfolgsgeschichte kann nun nach 2 Jahren Zwangspause endlich weitergeführt werden. Manuel Moser hat mit der Schauspielerin Joelle Gehrig über das Stück gesprochen. Krimi-Dinner, man hat mir gesagt, du bist schon relativ lang dabei. Wie lange bist du dabei und vielleicht auch dort Geschichte dazu, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt da dabei bist? Ja, ich bin schon seit dem 16. dabei, stimmt. Ich habe vorher Kindertheater gespielt, Märli habe ich gemacht. Und dann habe ich, ja, wie das bei vielen Jobs ist, eine Ausschreibung gesehen. Es läuft im Schauspiel nicht anders. Und habe aber die Kontaktperson kennt, weil er Dozent war bei unserer Schule. Und dann habe ich ihn kontaktiert und habe so ein bisschen gefragt, ja, was ist denn das genau, das Dinnerkrimi? Und wäre das noch etwas für mich? Und er hat dann gefunden, er würde mich, also so wie er mich kennt, würde es noch zu mir passen. Und er hat mir jetzt mal meine Bewerbung weiterleiten und bin ich dann eingeladen worden zum Vorsprechen. So, jetzt ist wieder mal Ruhe. Niemand bewegt sich, keine falsche Bewegung anders. Sonst knallen ja die Kleinen die Liebe durch aus ihrem Schädel raus. Von cooler Rolle zu vielleicht nicht so cooler Rolle hat es ans Auge, wo vielleicht die Freundschaft, die du gesagt hast, die man tatsächlich nicht aufbauen hast können? Ja, natürlich. Vor allem, wenn wir zurückkommen zum Dinnerkrimi, dort ist es ja wirklich eine ganz andere Situation. Dann spielen wir mehrere Rollen an einem Abend. Also es ist wirklich, und dort passiert manchmal Pam, Pam, Pam. Jetzt musst du dich schnell in diese Rolle umziehen und jetzt spielen ich diese Rolle. Und dort ist es natürlich auch viel schwieriger, den Wechsel zu machen. Also man muss viel schneller sein. Und dort, ja, es hat schon eine oder andere Rolle gegeben, die ich das erste Mal gelesen habe. Und gefunden, das sehe ich jetzt bei mir nicht so. Und wie soll ich das spielen? Oder ich fühle es nicht so. Aber das ist ja, darum hat man ja auch die Proben zuerst, bevor man mit dem Stück auf Tour geht, für das man eben die Rollen, sich mit diesen Rollen kann befassen und dass man auch wirklich einen Charakter findet, der nicht einem entspricht. Das ist falsch. Einen Charakter findet, wo man eben wie die Freundschaft entwickeln kann. Qualität ist ein häufig verwendeter Begriff, aber nicht alle verstehen das Gleiche darunter. Bei einem Blick in den Autotempel sieht man, wie das gemeinsame Verständnis auf Konzepten und Werten beruht. Diese werden mit viel Freude und Motivation vom Chef bis zum Lernenden umgesetzt. Zuerst habe ich das Auto aufgeklopft, habe dann die Kilometer in meinen Auftrag aufgeschrieben. Und dann habe ich das Rädchen kontrolliert, ob es Spiel hat oder nicht, wegen dem Radlager. Habe das Profil des Autos angeschaut und dann habe ich das Rad demontiert. Dann habe ich geschaut, wie das Sommerrad aussieht, profilmässig. Hat es in Ordnung ausgesehen, habe ich es dann montiert. Ich habe zuerst alle Schrauben mit der Hand angeschraubt, dann bin ich mit dem Schlagschrauber gegangen. Das ist eine Sicherheitsvornahme, die wir machen bei Autotempel. Einfach aufgrund, dass wir auf der sicheren Seite sind, dass wir die Räder angezogen haben, dass eben der Kunde weniger Sorgen muss haben und dass die Sicherheit des Kunden gesichert ist.
Ich habe jetzt die Arbeitskarte bekommen vom Mechaniker. Dann bin ich im Bild, dass das Auto fertig ist, das abholbereit ist. Er hat mir alle Daten aufgeschrieben. Mit beiden Unterschriften bin ich sicher, dass die Räder angezogen sind. Zuerst vom Mechaniker, der es ausgeführt hat, plus noch der zweite, der es kontrolliert, dass wir dort nie ein Problem haben, dass sich die Schrauben lösen oder irgend so etwas. Es gibt schon noch Arbeiten, die etwas anspruchsvoller sind, wo man noch mehr darauf achten muss. Was sind die Herstellervorschriften? Reden wir von einem Elektrofahrzeug, Hybridfahrzeug, dort muss man wirklich immer wie mehr auch in der Zukunft mit den neuen Technologien muss man ganz klar zertifiziert sein, dass man die Arbeit überhaupt für einen Kunden richtig ausführen kann, so wie es der Hersteller vorsieht. Und dort muss man einfach die Kurse besuchen, man muss à jour bleiben. Man hat viele Informationen über das Toyota-Portal, das europaweit die Informationen sendet. Die wir auswerten und dem Team weitergeben. Und das ist sehr wichtig. Qualität wird nicht nur beim Service und der Wartung großgeschrieben, sondern auch im Verkauf. In der Autotempel AG sieht man, wie Qualität eine anspruchsvolle, aber spannende Teamaufgabe ist. Von Qualität her ist es immer eine Mannschaft, die dahinter steht. Wir brauchen über den Kundendienst, über die Werkstatt, über die Aufbereitung wirklich das ganze Team. Und der Hinterste und der Letzte ist genau gleich wichtig wie der, der es verkauft. In der heutigen Zeit im öffentlichen Beschaffungswesen ist die Zertifizierung unerlässlich. Das ist so, die Prozesse sind auch nachvollziehbar. Man kann alles dokumentieren, man kann alles belegen. Es ist ein riesiger Aufwand, aber zählen tut schlussendlich nach wie vor der Mensch. Weil wenn man dort die Ebene stimmt, wenn man das Vertrauen hat, kann man auch das Geschäft zum Abschluss bringen. Aktuell haben wir viel mit Zubehör, mit Anhängerkupplungen, Velofahren. Das ist im Moment im Trend. Die Leute wollen einfach frei sein, die wollen in die Natur raus. Und darum mit der Anhängerkupplung etwas dabei haben, ist immer gut. Einerseits gibt einem das eine grosse Befriedigung, andererseits weiss man aber auch, dass das eine Verantwortung bedeutet, nämlich dass man das halten kann, vor allem Kundenzufriedenheit. Kundenzufriedenheit ist ja auch von allen 50 Zentren in der Schweiz, da haben wir den zweiten Preis entgegennehmen. Und das bedeutet uns viel, weil das sind die Meinungen von unseren Kunden über unseren Betrieb, über unsere Menschen. Und da bleiben wir dran, dass wir das weiterhin auch wieder halten können. Wie machen wir das? Indem wir für unseren Betrieb eine Vision haben, wir haben eine Mission, wie setzen wir das um, aber das Wichtigste, wir haben Unternehmenswerte. Und der wichtigste Unternehmenswert heisst, der Mensch steht im Mittelpunkt. Oder anders gesagt, die 4M-Strategie, man muss Menschen mögen. Das Augenmerk müssen wir vor allem darauf legen, dass wir die neuen Kundensegmente, die wir ansprechen mit unseren neuen Produkten, vor allem im Nutzfahrzeugbereich, dass wir ihre Bedürfnisse befriedigen können, wie die Kunden, die wir bis jetzt haben betreuen. Und das passiert vor allem mit dem BRIT-Label, das heisst Best Retailer in Town. Das ist ein Programm, das Toyota weltweit fährt. Qualität ist für mich spürbar, wenn alle Autos gut eingestellt sind und gerade und kein Lenkrad krumm ist. Das ist für mich Qualität. Das war's auch schon wieder mit dem heutigen Panorama. Auf unserer Homepage und in unserer App finden Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Themen. Unsere Kollegen vom Meteor News haben jetzt noch das Wetter für Sie parat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Es freut mich, dass Sie dabei sind und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Heute grüße ich Sie mit traumhaftem Bergwetter vom Brienzer Rothorn. Ja, nach wie vor liegt es tief Chiara über der Biskaya und hat am heutigen Dienstag für hochsommerliche Verhältnisse in Mitteleuropa gesorgt. Gleichzeitig wird von Frankreich her die Luft zunehmend labil. Das heisst, das Gewitterpotenzial steigt an und in den kommenden Tagen sinkt dann auch das Temperaturniveau. Es bleibt aber sommerlich warm. In Mittwochmorgen starten wir mit vielen Wolken und auch noch ein paar Regengüsse dazu. Erwarten wir 16 bis maximal 18 Grad in der Region. Über den Mittag reißt dann die Wolkendecke auch mal auf und lässt die Sonne durchscheinen. Gegen den Nachmittag und Abend kommt es dann aber wieder schauern und gewittern. Temperaturen am Nachmittag rund 27 Grad in Bern und auch in Burgdorf. In Interlaken erwarten wir 26 Grad und auch in Brienz wird es bis zu 26 Grad warm.
Wechselhaft, aber sommerlich warm geht es auch weiter. Der Donnerstag wird recht sonnig, in der zweiten Tageshälfte wird es dann vor allem im Oberland zunehmend gewitterig. Für den Freitag erwarten wir Sonne, Wolken und vor allem am Nachmittag wiederholte und zum Teil auch kräftige Regengüsse und Gewitter. Am Samstag rechnen wir mit soweit sonnigem Wetter, höchstens vereinzelt noch ein paar Schauer. Ja, und auch am Sonntag und am Montag dürfte es ganz ähnlich weitergehen, wobei am Sonntag dann die Gewitterneigung wieder zunimmt. Genauer können wir das aber schon bald sagen. Bis dann wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.